Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Januar 2026 vom Samuel Hug, dem Pfarrer von der Metal Church. Ich habe als Visionär ja den Ruf, immer alles neu, anders und besser machen zu wollen. Und genau darum bin ich als Pfarrer an meine zweite Ortspfarrstelle berufen worden. Ich habe mir, wie alle anderen guten Pfarrpersonen, vorgenommen, im ersten Jahr nicht gerade alles auf den Kopf zu stellen. Zuerst anschauen, nachfragen und versuchen zu verstehen, was da jetzt warum und wie gemacht wird. Erst dann würde ich dann an der richtigen Stellschraube drehen. Ja, mein Plan ist gründlich in die Hose gegangen. Weil auch das, was ich einfach so gemacht habe wie an meiner bisherigen Stelle, hat Irritationen ausgelöst. Bei vielen sehr positiv, andere sind aber massiv herausgefordert gewesen. Weil meine bewährte Art für sie schlicht so neu und anders war. Und auch in den nächsten Jahren hat sich gezeigt, auch wenn der Kirchgemeinderat mich für das Neue geholt hat, davon zu reden, dass man das Neue möchte, und dann auch wirklich alles dafür zu tun, dass das Neue kann kommen und gedeihen kann, das sind zwei Paar Schuhe. Ja, und wenn das Neue kommt, dann muss man dann auch noch mit der Trauer umgehen, über das, was man ihm hat. Veränderungen bewegen immer tief. Wir gehen alle unterschiedlich mit diesen Themen um. Leute wie mir wird leicht langweilig. Wir wollen immer optimieren und weiterentwickeln. Neues fasziniert uns und wir sehen auch schwierige Veränderungen immer als Chance. Vielen anderen aber machen Veränderungen schlicht einmal Angst. Oder wenn Vertrautes wegbricht, dann prägt der Wehmut die Gefühlslage. Wenn Gott jetzt mit Blick auf die letzten Dinge sagt, siehe, ich mache alles neu, dann passiert das nicht aus einer ungeduldigen ADHS-Veranlagung heraus. Sondern Gott verheißt das, weil die Welt effektiv die endgültige Überwindung vom Bösen braucht. Weil die ganze Schöpfung die Heilung von der geschlagenen Wunde nötig hat. Gott sagt damit auch, dass er Wunden nicht nur vernarben lässt, sondern alles von Grund auf erneuern wird. Genau, erneuern. Neu machen heisst bei Gott nicht, dass auch das Gute, Bewährte einfach weg muss, weil immer nur das Neue besser wäre. Sondern wir sehen in der Vision vom 21. und 22. Kapitel von der Offenbarung, dass das Neue aus einer Kombination von dem besteht, was am Anfang schon das Gute war, nämlich der Paradiesgarten, und dem, was noch nicht gut war, jetzt aber erlöst und versöhnt ist. Die Stadt und ihre Unheilsgeschichte. Gott räumt das gute Alte also nicht einfach weg, sondern bringt im Neuen den ursprünglichen Sinn in Vollkommenheit zum Erblühen. Siehe, ich mache alles neu. Das steht jetzt als Jahreslosung über dem neuen Jahr 2026. Ob das neue Jahr schon die verheißene endgültige Erneuerung bringen wird? Das weiss nur Gott allein. Aber dort, wo wir noch im Alten ausharren müssen, darf uns die Verheißung mit Sicherheit helfen, mutig, geduldig zu sein. Und dort, wo das neue Jahr Veränderungen bringt, die schmerzhaft sind, da haben wir die Verheißung, dass die schwierigen Veränderungen noch nicht zu Ende sind, sondern Gott wird am Ende noch alles neu machen. Und wenn die Veränderung im nächsten Jahr uns vor allem wehtun, wenn wir uns Vertrautes und Liebgewordenes loslassen müssen, dann dürfen wir über den Verlust auch einfach herzhaft rennen. Verbunden mit dem alles neu am Ende steht nämlich auch die Verheißung, dass einmal alle Tränen getrocknet werden. Vor allem wünsche ich uns allen, dass wir im neuen Jahr erleben dürfen, wie die kommenden Veränderungen schon das Neue von der erneuerten, ewigen Welt aufstrahlen.